glaube, dass ich am YouTube-Kanal wie frei uns dort die von eingeschaltet hast und dort du einfach die Zeit genommen hast für Gott. Und wir laden die auch noch mit uns wieder Gott anbeten und am Tag, wenn es heute gerade und für dich einen speziellen Plan reingelegt. Und an dem Tag kann brauchen wir folgen viel Investitionen in die Beziehung mit Gott. Und wir laden die einfach an, Gott nicht zu begegnen, so Gott aus er ist. Wiest du mit ihnen weich, meine Säul weit ab, an die zu preisen Gott. Ich vertrü die nu, ich will die preisen die ganze Nacht. Ich hopp nu bloß auf die, du bist der Einzige, der mir Leben gibt. Du bist allweich, Jesus der Einzige weich, yeah. Ganz und denkt, wollt der andere sein. Ich glaub an die. Also lob ich die, Jesus ich preis die nu. Ganz und denkt, wollt noch ab mich kennt. Ich glaub an die. Fällst du mir, du bist hier, wohin ich auch komm. Ich vertrü dir nu, ich will die preisen die ganze Nacht. Ich hopp nu bloß auf die, du bist der Einzige, der mir Leben gibt. Du bist so weich, Jesus der ja weich, ganz und denkt, wo der andere sein. Ich glaub an die, so lob ich die. Jesus ich preis die mir, ganz und denkt, wo noch ab mich kennt. Ich glaub an die. Ich hör die Faust und ich glaub wieder. En den verkend, ik word die prezen. Wow, wow. Wie jede keer du versteht hast, wordt mijn hart die wieder loven. Wow. Ik kan niet voort en ik blijf wieder. Den verkend, ik word die prezen. Die jede keer du versteht hast, wordt mijn hart die wieder loven. Du bist so weich, Jesus der Einzige weich. Ganz in den wo der andere sein. Ich glaub an die. So lob ich die, Jesus ich preis die nu. Ganz in den wo noch ab mich kennt. Ich glaub an die. Jesus ist der einzige Weg, in dort der wir einfach immer anbeten, immer daran unsere Freude, dort nicht am Raum jetzt, sondern heißt der einzige Weg, der einzige Leben, der Wahrheit.
det schein, ich kick nur die min Gott. Du ratst mi her, nimmst mi ab, ich zieh bei dir ganz süß. Vi följer an, den Gott der Frihet gibt. Der Stienen See, der uns die Schuld verjährt. Komm, rettet Ende Welt, denn ich will dort uns alle hier. Der läuft, der kann uns raten, ich rettet Lüde, wann dort steht. Steck mal viel Union, bring den Stein im Rollen, hält den Löwen stark. Hier tut nicht ab, hier fängt dort ihr Sturm, komm mit uns nicht mehr. Es ist dine Leib. Ich sperr den Hort, dort schlägt für mich, wie die sie ganz frei. Wir folgen an, den Gott der Freiheit gibt. Der Stienen See, der uns die Schuld verjährt. Komm, rettet Ende Welt, nenn ich will dort ins Ola hier. Der läuft, ich komm ins Raten, ich rettet Lüder, wann dort steht. Deck dort viel Union, bring den Stein im Rollen, hält den Löwen stark. Hier tut nicht ab, hier fängt dort die Stunde, komm mit uns nicht mehr. Den ich will dort so lachen. Dein Leid, die kann uns raten, ich grip dort Lüde, wann dort steht. Wow. Wer du bist, wo du dest, sollst du läufst, laat mich blind stehen an. Sollst du kannst, sollst du fürcht, wo du wirkst, es ist immer wunderbar. Du bist gut, du bist treu, auf dein Wort verlot wie uns allein. Und nicht bist du dicht, du lässt uns nicht lös ut deine Hand. Gröter Gott,
Größer Gott, wir loben dir. Herr, wir preisen deine Allmacht. För din äkte ed sig an. En bewundert all dine Werke. Du bist gut, du bist treu. Auf din Wort förlåt vi oss allein. En der nöd bist du dicht. Du lass uns nicht lös ut dine Hand. Größer Gott, wir loben dir. Herr, wir preisen deine Allmacht. För din äkte ed sig an. En bewundert all dine Werke. Größer Gott, wir loben dir. Herr, wir preisen deine Allmacht. För din äkte ed sig an. En bewundert all dine Werke. Sist du först för alle tid, så bläst du batten evighet. Sist du först för alle tid, så bläst du batten evighet. Sist du först för alle tid, så bläst du batten evighet. Sist du först för alle tid, så bläst du batten evighet. Hej nej, größer Gott, vi loven dir. Hej nej, größer Gott, vi loven dir. Größer Gott, vi loven dir. Herr, vi preisen dine Allmacht. För din äkte ed sig an. En bewundert all dine Werke. Größer Gott, vi loven dir. Herr, vi preisen dine Allmacht. För din äkte ed sig an. En bewundert all dine Werke. Vater, vi lover dir und danke dir für deine Gegenwart, dass du uns wirklich verändert wirst und dass du eine Sehnsucht hast nach uns, nach unser Hort, Jesus. Wir beten einfach für die nächste Minute, Herr. Komm dir mit den Yes, Herr. Merk dir unser Hort ganz aufgehört und dass du von da was nicht in uns hineinlegen wirst, dass wir mitnehmen können für uns Alltag. Dass wir da, wo wir sind, lichten soll sein können und dass wir immer bereit sind, deine Dankes und deine Wahrheit wiederzugeben mit Mitmenschen. Dort hast du uns berührt und dafür danken wir dir. Amen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, lieber Zuhörer.
wenn du an den Bildschirm bist, wo immer du dich befindest, einen karten Momenten, die in deinem Leben anriemen ist, am Gott sein Wort zu betrachten. Wir haben in den letzten paar Mal, wo ich hier war, über die Geschichte neu gedacht vom Prophet Elia. Und ich gleichte diese Geschichte. Über allem, weil es dort eine wahre Geschichte ist. Eine Geschichte, die Gott uns hat abschreiben lassen, die so heute noch verfallbar ist. Und die so viel übereinstimmt mit uns von der Leben ab diese Erde. Ich lade dich an, auch von dir, wenn du deine Bibel an Hand hast, die aufzumerken, in 1. Chronik Kapitel 19. Viele Testament, wenn ich dort lesen will, noch mehr Testament, wenn du selbst da nicht hast, und die mit dem Wort beschäftigt hast. Und da ist etwas, du auf Gedanken kommen, ob die eigentlich nicht gekommen sind, in diese Vorbereitung. So scheint das sein, wenn wir uns irgendwann treffen können, durch die Tische. Keine Ahnung, auf Gott uns das erlaubt. Aber immer Hans, von der, weil wir einmal ein bisschen uns ab dem Kapitel 19 betrachten. Ein normaler Mensch, den Gott braucht. Vielleicht denkst du, ja, natürlich, so ein Prophet aus Elia, ja. Aber, und dort merkt uns viel Probleme in unserem Leben. Weil es wie die Bedingungen leicht stahlen will. Und Gott sagt, ja, nicht ein Ober. Du bist ein ganz normaler Mensch. Du bist nur Gott sein Ebenbild geschaffen. Kriegt so aus Elia. Und ich freue mich so sehr für Jakobus, wie er sagt im Kapitel 4, Vers 17, wo er uns das mal auf weitergelassen. Und Elia, wie ein schwacher Mensch, so aus du und ich. Und ab dem seine Geschichte, haben wir uns von der Städte und du wird von Lehre für uns leben. So, ich möchte einmal dem Kapitel lesen, damit wir ein paar Gedanken nachher rücknehmen können. Das sagt so ab Vers 1. Und Ahab sieht Isabel alles, was Elia getan hat, und dort hat die Baalspropheten mit das Schwert angebracht hat. Dann schickt Isabel am Nachricht und sagt, Lotte jetta dit, und dort, Eva mi deine, wann ich bat Maria am diese Zeit nicht mit dein Leben getan hab, so als du mit ein von diese. Und Elia verleut von du en ran, weil sie Angst hat, und sich sein Leben nicht mehr sicher wird. Und als er bat Beersheba in Judachheim, Leute sie in deiner Dur, und er ging nach einem ganzen Tag wieder in der Wildnis nehmen. Du sah er sich im Schotte in einem Baum dohl. Und Elia wünscht sich den Deuten seht, das ist hier nicht haar, nimm mein Odem von mir. Ich sehe nicht besser als meine Voders. Und er lädt sich unter den Baum in Schleip. Und mit einmal wie ein Engel, der am Unschieden sieht, stu ab und hat. Und er kickt, du am sich und wundert sich, dort bei seinem Kopf ein Brot sah, dort ab heute Steiner gebackt wird und auch Wutter. Und als er gegete und getrunken hat, lädt er sich weiter an und schleift. In dem Herrn sein Engel kommt zum zweiten Mal und steht am Ohren und sagt, stu ab und at. Du hast eine lange Reise für dich. Und er stund ab und eit und trunk. Und mit der Kraft von dem Eten ging er für 40 Tage, Tag und Nacht, bat Horeb, dem Gottesbuch. Da ging er nur eine Heil in Beleiftung. In dem Herrn sein Wort kam nur arm und sagt, Elia, wo denkst du hier? Und er sagt, ich sie ewig gewast vor den Herrn, dem Gott, der alles regiert. Die Israeliten haben den Bund verloren. Sie haben den Altar durchgeredet.
En zij hebben die profeten met dat Schwert angebracht. En ik alleen zie Eva gebleven. En zij stonden mij nu dat zij mijn leven nemen. De Heer zei, go met Ruud en sto voor mij op den borg. En de Heer kwam door voorbij. En veraan wie een groter stortje wind, die de boy oprooit en de steiner tweebreuk. Aber der Herr, der wir nicht in diesem Wind. Nur dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr wir nicht in dort Erdbeben. Und nur dort Erdbeben kam ein Vier. Aber der Herr wir nicht in dort Vier. Und nur dort Vier kam eine nate, leise Stimme. Und als Elia das hier bedeigt hij zich zijn gezicht met zijn rok, den hij aanhoudt, en kijkt en denkt wat verder heil. En du ziet eine Stimme te aan. Wat denkst du hier, Elias? En hij zegt, ik heb voor God, die alles regiert, ik heb haar Gott, der alles regiert, ich habe für die iwat. Willst die Israeliten, die den Bund verschmäht haben, die den Altar doorgereten haben, und die den Propheten mit dat Schwert angebracht haben. Und ich zie nu noch der Einzige, der Eva gebleven ist. Und zij stonden mij nu, wils zij mijn leven nemen willen. En de Heer zei te hem, go weiter auf dem Weg durch die Wildnis nach Damaskus. Und du go nach Hazael und sehen am König von Aram. Go auch nach Jehu, nimm sie seinen sehen und sehen am König über Israel. Und go auch nach Elisa, Schafat von Abel Mehola sehen und sehen am Ende. Dort hij soll dienen steht, Prophet zijn. En die wordt Hazael zijn Schwert wegkomt, dem wordt Jehu aanbrengen. En wer van Jehu zijn Schwert wegkomt, die wordt van Elisa uitgemerkt worden. Aber in Israel, wo ik 7000 om leven huilen, seine wird sich nicht verbal geknallt haben und die Arm nicht geküsst haben. Dann verleiht Elia von Dur und Funk Elisa, Schafat ihn sehen, die groot pleen die. Und hij weer met dat laatste van 12 assen gespannt. En Elia ging am voorbij en schmeidt zijn mantel op Elisa nap. En Elisa leidt de assen ran. Elia ging heran en zegt, laat mij mijn vader en mijn moeder kussen. Dan kom ik die ging heran. En hij zegt, goed terug. Hij denkt, wat ik die gedaan heb. En hij ran terug en nam een assen gespannen en merkt een Abfall van dort. En hij kijkt dat vlees, war dat halt van dat jacht. En geeft de mensen dat zij eten. Dan verleidt hij en ging Elia en deinde aan. Ze waren wie karten treib kijken, war dort, waar is Elia wat hier gekomen? En de paar mal vorher hebben we dat met erlebt, waar Elia, dat voel we afhankelijk kon van God zijn. Ganz, waar God am Versarie deed. Daar de hoofdjes wat aan dat vlees brachte en wat aan te eten gaven. En Lothar, waar God am nog een witfrüh viert, die met dat laatste wat zij aan oil had en aan meel had, versarie deed. Beetje een probleem. God weiß am seine Größe. Als hij door am Rifa zat en afhankelijk van God seine Versargung wird. In dem nächsten Aufschnitt sah wie wir großartig und vollmächtig handeln können. Und je in 400 Baalpropheten
einer allein. En not je goed het altaar, daar ich Gott zijn werkje in brennen kreeg, wat 400 Baalprofeten, daar ich de Baalskraft nicht imstande wäre te duinen. Zo, en die Falle, waar hij Gott bekennen deed, kon hij dat durchführen, dat hij 400 Baalprofeten vernichtet hat. Al die Erfahrungen, wat hij gemerkt hat. Riesenhofchen Erfolg. Hij stopt van Erfolg in Erfolg. So, Erfolg. Plötzlich. Haben wir nicht irgendwann allemal Erfolg gehabt? So haben wir nicht irgendwann allemal mit dieser Gefühle voll gepresst was, das haben wir so fein getan? Von der wird die Bühne wirklich für mich. Von der hat ich gleich, was ich da, was ich anfängt, das da ich mag. Erfolg. So hat Elia das hier gegangen. Nach all dem, was Elia mit Gott erlebt hat, wünscht er sich plötzlich den Tod. Und er sagt, das ist hier nicht, nimm ihn Odem von mir. Ich will nicht mehr leben. Ich bin nutzlos auf diese Erde. Ich habe keine Vision für die Zukunft. Mein Leben ist dahin. Nur dem, dass Gott am seinen größten Erfolg geschenkt hat und heute am gestohlen hat, wo er das Volk öffentlich rückfordert hat. Wer wann bald seine Propheten dort handschrien, dort Altar unterstecken, dann lot dem Gott sein. Wann über der Gott, der einzige Gott, der Israeler Gott ist, dort handschrift, dem Altar unterstecken, dann lot dem Gott sein. Diese Rückforderung, die er vollholt sich dort Volk Milch damals. Und plötzlich sagt er, lot mich sterben. Nimm von mir den Odem weg. Ich will nicht mehr leben. Ich will nicht, dass mir noch mal jemand wer sein kann. Ich will nicht noch mal für Menschen kommen. Ich will von ihnen weg. Dort wird plötzlich das größte Erfolgsgefühl. Der Held zu sein, dem alle Menschen sein können, ja, das ist Elia. Der weiß, was er zu sagen hat. Und der weiß, was er zu tun hat. Und in dem ist eine Macht, eine Autorität. Und der Menschen horchen nur das, was er sagt. Plötzlich ist das Spußchen Erfolgsgefühl in einem, was am sagt, ich muss leider sterben. Für mich wie besser, ich habe nicht mal die Gelegenheit gehabt, auf diese Erde zu kommen. Wie weiter, dort Elia sich gelesen, eine Drohung kriegt. Isabel, die wir nicht erbüht. War dort Elia 400 Baalpropheten von der Bühne geschafft hat. Als Isabel die nur recht hier. Dann nimmt sie das Mühl ganz voll und sagt, Leute, jetta dit und dort und jat über mich döne. Wann bat Mariam diese Zeit mit dir nicht so getan worden ist, als du mit einem von diesen hast. Plötzlich ist das Mann, der so voller Überzeugung wie von der Gott, Israel, Gott seine Worte, nü, war das ganze Fall ganz auf dem Boden kaputt. Nü, sagt eine Isabel, du bist dran. Elia ist ganz durcheinander. All das, was er gelebt hat, wird plötzlich mit einer ganzen Herd Frauentekens besaat. Was ist da nu? Das Einzige, was er dann in dem Moment tät, er lässt sich von der Angst ergriffen und hilft auf, aber so busig, was er kann. Er hat den Kampf wohl gewonnen. Er war der Baal-Prophet. Aber das Leben, das ging wieder. Ein Kampf wir zwar durch, aber der Alltag ging gleich wieder. Maria ist ein frischer Tag. Maria ist eine frische Rückforderung. Eine Sache ist aufgeschlossen, aber das sagt nicht, dass das Leben aufgeschlossen ist. Und er muss sich plötzlich mit der Realität konfrontieren, was es nicht. Eine Sache ist der ein.
Was kommt dann? Gott sagt dort, dass er mit Elia in eine Therapie nehmen muss. Er kann Elia sehr gut, kriegt so gut, als er die in mich hat. Und er sagt dort, nu ist es Zeit, dass Elia ein Eich apart kommt. Elia braucht mich. Elia braucht nie ab te tanken. En hier zei wie, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wann wir plötzlich sind, je möchtet falsche kriegen, und in uns dort kommt, ich muss sterben. Hast du mal den Gedanken gehört? Hast du mal dort Fall angekommen, dass wir besser leben nicht? Na, te ehrlich sein, kann je schämen sein, nicht? Doch Elia, ein Prophet, der so gut wusste, wo das der Lijn ging und was richtig war, der erlebt es, dass er plötzlich den Wunsch hat, nicht mehr dort zu sein. Gott nimmt sich am Apport. Er weiß, dass Elia in diesem Moment eine ganz bedürftige Angelegenheit in sein Leben hat. Und er nimmt ihn ernst. Wie seine im Vers 5, wo Elia in einem Baum lag und schlief. Und dann sagt er dann, plötzlich kommt ein Engel und schied am an. Was braucht Elia? Der wir lang unterwegs gewesen, der wir zu Feld gegangen und der wir meid. So haben wir bei dir gekommen. Ich stelle mir so vor, mit lad je heim. Vielleicht nichts zum Trinken, nichts zum Eten gehabt. Und plötzlich schied ein Engel an und sagt, steh ab. Das steht dort der Arzt. Das steht dort, wo du trinkst. Und Elia checkt sich plötzlich rum und sieht, dass da heute Brot ist, dass da heute Steine gebackt worden ist und dass dort Wasser ist. So er at und trinkt. Aber sein Körper ist so angenommen von all dem, was er vorher hat. Und er lässt sich weiter an und schlaft wieder. Nicht sei er viel Mut, dem irgendwas nicht unterfangen. Dem Herrn sein Engel kommt zum zweiten Mal und sagt, Elia, steh ab und at. Steh ab und at. Du hast noch eine lange Reise fertig. Und das ist das Gute, was wir an Gott finden können. Und ja, all das andere. Der weiß gerade, was wieder ist, als dort, was wir überhaupt nicht sein, noch ganz verstehlich. Er weiß, dass für Elia noch eine lange Reise lag. Und ich dachte mir so, für Elia, der wird jetzt einmal hier sieht gekommen, und ich hoffe, das bringt nicht noch wieder. Und für am lag 40 Tage und Nacht gehen. Gott wisst, was Elia braucht. Er nimmt einen Besitz, am abtanken zu lassen. Und dann offenbart der Herr sich Elia. Das ist so, als wenn Gott zu Elia sagt, ich will die mal weiter abtanken. Ich will die mal weiter abputschen. Ich will die mal weiter vollmerken. Und der Herr sagt, geh mal ein bisschen Büte auf den Berg. Und dann plötzlich leut Gott am allerhand sein, was hey neidig sein muss, was hey neidig hat zu sein. Und dann kommt der Herr da vorbei und fährt ein größer, starker Wind. Kann ich mir so vorstellen, was Elia läuft hinein. Nu ist Gott endlich mal hier. Nu wird er endlich mir das mal Kraft geben. Dann sagt er, Gott, wie ruhig in dem Wind. Und dann kommt doch plötzlich nur dem starken Wind ein größeres Erdbeben. Aber Gott wird nicht tun. Und da kommt ein größeres Vieh und Gott wird nicht tun. Wo ist Gott dann noch mal?
als eerst een ganz stille stemtje. Dan deed Elia zich dit gezegd. Dat is de beste moment. Komen du en ik irgendwann wat doen, wo we ons dit gezegd toedagen? Wils God van ons redt? Wils de stille, vertrouwde Stem Gottes in unserem Hort dringen redt? Und wir können plötzlich nicht weiter stehen. Wir bleiben plötzlich nicht durch. Ich kann mir so vorstellen, in Elia wird all das verrutscht sein, was wir, ich muss sterben. Oder der Baalsprophet von der Bühne. Oder Isabel, zu was leeft er überhaupt und steht mir Leben. Ich stelle mir so vor, der wird deutlich auch dem Tag gesagt. Erinnern wir uns an eine Geschichte, als Jesus mal 3 von seinen ganz nudere Jünger, Petrus und Jakobus und Johannes, mitkriegt. Dann hat einmal gesagt, Petrus, das hier Geld, lass uns hier bleiben. Ich kann mir so vorstellen, Elia wird dazu gegangen haben, wow, das hier Geld. Da wird man all dem Jeremie, da wird man all dem Stress, da wird man all die Angst miterleben. Und dann habe ich nicht mal so, wo diese vertraute Stimme ist, wo ich mich konnte, gesagt habe, willst die Herrlichkeit Gottes dich bekennt. Meine Menschlichkeit, meine fleischliche Gefühle, die alle auf den Tisch kommen, all, durch all dem, was ich erlebt habe, und die ich nicht beherrschen kann, die sind hier nicht erwünscht. Gott hat das ganz klar. Er macht eine Geschichte mit Elia. Und er würde auch wieder merken. Nicht bloß mit Elia, mit seinem ganzen Volk. Und der Herr bietet ihn recht wieder. Auch wenn Elia am Zwischen ganz einen Brand gekommen wird. Er deutet indem, dass er Elia den Auftrag gibt. Andere Menschen, die nur am werken zullen, den Segen te geben. Gott schickt am 3. Und der Herr sagte am, go weiter. Auf dem Weg durch die Wildnis nur Damaskus. Und da go noch Hazael. Und Segen an dem König von Aram. Go noch Jehu, nimm sie sein Segen. Und Segen am dem König. War Israel. Und go noch Elisa. Und sehen am der Prophet, der nur die soll ein Prophet sein. Und der, was von Hazael sein Schwert wegkommen wird, der wird von Jehu angebracht worden. Und der wird von Jehu sein Schwert wegkommen wird, der wird Elisa anbringen. Du hast keiner, der durchkommen kann. Du hast keiner, der ewig bleiben kann, wenn Gott das zu fähig sein hat, dass der amtgeringt worden soll. Gott bietet ihn recht wieder. Auch wenn Elia teilen wir. Das geht wieder. Und er beabträgt andere Menschen, dort wieder zu führen. Und aufschließend konfrontiert Gott Elia mit seinem Gefühl. Ein Wort über wirklich die Realität ist. Und du siehst eine Stimme an, was denkst du hier, Elia? Was weißt du hier? Zu was bist du hier? Und Elia sagt, Herr, Gott, der alles regiert. Ich habe für die geivert, bis die Israeliten den Bund verschmäht haben, die Altar durchgeredet haben und die Propheten mit das Schwert angebracht haben. Wie fühlt Elia sich? Ich sehe das einzige Schwein, was noch ewig geblieben ist. Ich sehe das nicht mal, wird diente heute.
Wir haben mit unter dem Ausdruck gebraucht, ich war mit Schiedertje. Der fängt an, sich in den Mitleid zu boden. Und sagt, ich zie nu de Einzige, der von all den anderen eeuwen gebleven is. Kan je ze verstellen wat Gott wat je zeggen, ja? Nu willen we twee zaken klarstellen. Dit is dien geval. Aber de waarheid is wat anders. Du feilst dat nu zo. Du feilst dat zo dat du de Einzige bist, der eeuwen gebleven is. Wenn uns eine Isabel gesagt hat, du machst von der Bühne. Ich kann mir so vorstellen, das wird Elia ziemlich dicht beigekommen sein. Das kann mit uns ja ohne ihr kreuzen. Wenn wir Leute, was Gott getan zu haben, und danach für Gott. Und dann plötzlich kommt einer und stellt ans Beintje. Und wir rutschen auf den Nase und weiten nicht, wie soll dort bleibt. Und fangen an, uns selbst zu bejammern. Das wird Elia passiert. Und Gott sagt, Elia, das fällst dir. Das ist okay. Weil ich wollte die Wirklichkeit wiesen. Und die Wirklichkeit ist diese. Aber in Israel, wo ich 7000 Lebenhöhle, Söhne, die sich nicht verbal geknallt haben. Die haben Baal nicht geküsst. Und Elia fällt sich allein. 7000 Menschen. Und Gott wies dann plötzlich, du fällst dort, dass du allein ewig geblieben bist. Aber ich wollte dir dort wiesen, du sind noch mehr. Du sind noch mehr. Und von der Stufe wir in eine Welt, wo wir verkommen die Gelegenheit haben, uns allein in Verluste zu fallen. Aber Gott sagt, du sind noch mehr. Gib nicht ab. Bemitleid und jammerier nicht über dich selbst. Dass du der Einzige bist, der das schwere Last getroffen hat. Vamos, verweich. Kap hoch. Abtanken und nie in Möten, nie Kraft. Von Gott schenkt je Leute am, was eng zu kommen und nicht hier liegen zu bleiben. Lieber Teufel, ich weiß gut, was du lebst, weil die dort geht, was du erlebst. Ob du in Erfolg lebst, oder ob du in einen tiefen Aufgrund lebst. Aber ich weiß eins, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Einmal sagt Jesus, der sich da anbetjan, der wird er, an dem Tag, wo er wird weiterkommen, nicht im Stich stehen lassen. Wieder lehrt die Bibel uns das sehr klar, dass wir ans Ram eine ganze Welt voll Zeugen haben, so ist wie das im Hebräerbrief finden. Und unter anderem haben wir Geschwister, Ram ans Ram. Und wir kommen uns nicht ganz dicht bei, aber die sind da. Du sind noch 7000, die nicht ihre neue verbale Bau haben. Zu wem teilst du? Ich lade dich an, mit mir zu beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für seine abbreche Geschichte, die du hast abschreiben lassen. Ein Prophet, der in deinem Namen große Sachen getan hat. Aber wo du das nicht verheimlichen darfst, dass dort ein schwacher Mensch wie, so aus wie von der. Elia braucht die, kriegt sie aus einer von uns. Wie braucht die? Und wir kommen uns wie kriegt sie dann durch? In seine bloß uns selbst. In seine bloß unsere Boys, die uns im Weg liegen. In seine bloß unsere eigenen Probleme. Und es steht, dass wir mal uns Gesicht teuer und dienen, vertrüde Stamm teuer. Verjaff uns das Haar. Und lot uns immer wahr, dass es Elia, was diese Heul kommen, wo du auf eine vertrüde Art und Weise still in unserem Horten anreden kannst. Und wo wir nie vom Nähen war da nur die komisch an. So als Elia das damals braucht,
eine frische, engere Beziehung mit ihm. So braucht wie das. Herr musste dort bewirken. Dat die Wort immer dieper an ons hart dringen können. Und dat wir immer wieder von uns selbst vergeten können. Und uns dalle auf die konzentrieren können. Dat all unsere Probleempjes verdienen Größe und wird verlieren. Und dat du verherrlicht worden kannst. In Jesus' Namen. Amen. Vielleicht hast du dir hier so weitergefangen, diese Geschichte. Weil ich ihn anlade, mit uns das nächste Leid einfach aus dem Gesang und Gebet zu nehmen. Ich möchte nicht unbedingt singen, ich darf einfach stellen und denke, vielleicht hat Gott ihn da lange was auf eine Sache haben, wie sie wollt. Und die hat er vielleicht nicht gehört oder nicht gesehen. Und Gott ist der, was machen kann, ist der, was weh aufmerkt. Wo wir dort noch nicht gesehen haben, wo wir ein großes Brat für uns hatten. Und wir laden ihn einfach an, das nächste Leid still zu werden, einfach Gott erleben, so gut als er ist. Du bist hier, man ganz nö. Ich bin dir an, ich bin dir an. Du bist hier, du schaffst an das zu stehen. Ich bin dir an, ich bin dir an. Du bist Weichmerker, Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Du bist Weichmerker, Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Du bist hier, unser Worte unterschieden. Ich bitte dich, ich bitte dich. Du bist hier, unser Worte zu hören. Ich bitte dich, ich bitte dich. Du bist Weichmerker, Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Oh yeah, du bist Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Yeah, dort ist wer du bist. 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 Ook wanneer ik dort nicht soll, du schaust da. Ook wanneer ik dort nicht voll, du schaust da. Du hier nie, muss ab mit schaufeln. Du hier nie, muss ab mit schaufeln. Weichmerk, Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Du bist Weichmerker, Versprechen, Hölle, Wunderwerke, Licht in der Dunkle. Mein Gott, dort ist wer du bist. Yeah. Dort ist wer du bist. Yeah. Dort ist wer du bist. Yeah. Dort ist wer du bist. 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 Ook wanneer ik dort nicht soll, du schaust da. Ook wanneer ik dort nicht voll, du schaust da. Du hier nie, muss ab mit schaufeln. Du hier nie, muss ab mit schaufeln. Ook wanneer ik dort nicht soll, du schaust da. Ook wanneer ik dort nicht voll, du schaust da.
Du hier die, uns ab mit schaffen. Du hier die, uns ab mit schaffen. Weil ich merke, wir sprechen heller, Wunderweg, Licht in der Dunkel. Mein Gott, dort ist wer du bist. Du bist, weil ich merke, wir sprechen heller, Wunderweg, Licht in der Dunkel. Mein Gott, dort ist wer du bist. 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 Du bist Weichmerker, Jesus. Du bist zu sprechen, Höller, Wunderwirker, Jesus. Und dort, wo wir, der wir niemals fehlte, Gott. Wenn du bist Gott, du bist jeden Tag nie zu uns reden. Dankeschön, Jesus, dass du uns niemals abjährst und dass du was großartig mit uns fährst. Amen.